folgt eine Produktion von Radio Weser TV, großen V, aus dem Studio Norden Hamburg. Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe von unserem Corona-Talk hier im Rathausturm. Wir laden uns ja regelmäßig Gäste ein zu uns ins Studio. Und beim folgenden Gast, da können wir auch wieder in unserem eigenen Gewässer wildern sozusagen. Wir haben uns ja schon einige Nutzerinnen und Nutzer hier ins Studio geladen und vor allen Dingen waren es Nutzerinnen, die im Radiobereich aktiv sind. Es gibt aber auch gerade in unserem Fernsehbereich einige Menschen, die hier regelmäßig zu sehen sind. Und unter anderem haben wir immer Geschichten von und mit Gundula Nizeller bei uns im Programm. Und zwar Geschichten auf Plattdeutsch. Wir haben uns ja der plattdeutschen Sprache verschrieben und die Autorin der plattdeutschen Geschichten, die haben wir jetzt eingeladen ins Studio. Gundula Nizeller ist bei uns zu Gast. Hallo erstmal nach drüben ins Radiostudio. Hallo, Thorsten, guten Morgen. Hallo Gundula. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Wir sehen dich ja regelmäßig bei uns mit plattdeutschen Geschichten, wo du zu Hause in deinem heimischen Sessel sitzt und den Zuhörern schöne plattdeutsche Geschichten erzählst. Erzähl uns ganz kurz, wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, für uns plattdeutsche Geschichten einzuspielen fürs Fernsehen? Aha, ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, überhaupt zum Plattdeutschen gekommen zu sein. Das erzähle ich dir, das kommt als ja, nächste Frage. Das habe ich hier schon auf meinem Fragenkatalog stehen. Aber ja, wie ich dazu gekommen bin, ich bin ja im Schrieverkring. Das ist ja eine Abteilung einer Unterordnung des Rüstringer Heimatbundes. Und wir vom Schrieverkring treffen uns 4-wöchentlich. Und da wird alles Mögliche erzählt, Ideen ausgetauscht, Geschichten vorgelesen, Kritik geübt. Und dann irgendwie war dann Radio Weser im Gespräch. Und jedenfalls, ja, weiß ich, wie es dann letztendlich gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Philipp hat mich angerufen und hat gesagt, du, hättest du nicht Lust und wie und was. Ja, und so ist das entstanden. Und es macht dir offensichtlich Spaß und das machst du ja schon eine ganze Weile. Wir haben schon einige Geschichten von dir hier zu hören bekommen. Jetzt kommen wir mal. Du wolltest ja gerade schon ansetzen, weil es eine interessante Geschichte ist, wie du zum Plattdeutsch gekommen bist. Ich bin davon ausgegangen, du bist plattdeutsch aufgewachsen oder nicht? Nein, nein, nein. Ich bin ja eine gebürtige Nonnenhammerin und hier wird Hochdeutsch gesprochen, hauptsächlich. Allerdings muss ich sagen, meine Eltern meine Mutter stammt aus Schwevern und mein Vater aus Südoldenburg. Das sind nämlich feine Unterschiede in der plattdeutschen Sprache. Oh ja. Ja. Und jedenfalls, die haben zu Hause aber platt gesprochen. Aber mit uns Kindern wurde Hochdeutsch gesprochen, das war so. Plattdeutsch war immer so die Sprache, die wurde auf dem Land gesprochen, so ein bisschen die einfachen Leute. Und in der Stadt, so da wollen wir Hochdeutsch. Ja. Es gab eine Zeit, da war Plattdeutsch also gar nicht fein. Genau. Da war das also alles so ein bisschen für dummerhaftige Leute, so ungefähr. Ne? Ja, und ich glaube, das ist auch dadurch entstanden, dass die Leute vom Land, die ja ständig Plattdeutsch sprachen, kamen die in die Stadt, bemühten sie sich, Hochdeutsch zu reden. Und da kam dann manchmal ein ganz herrliches Kauderwelsch heraus. Und dadurch, glaube ich, ist das so entstanden in der Volksmeinung, denke ich. Naja, jedenfalls, ich bin Hochdeutsch aufgewachsen und ich habe dann nach meiner Handelsschulzeit in Esensham in der Raiffeisenbank angefangen zu arbeiten. Ja, und dort waren ja die Bauern, die in die Bank kamen, die auf Platt irgendwas wollten und sagten. Und irgendwie hat sich das dann so eingebürgert, dass man dann auch Platt geantwortet hat.
um mit denen besser ins Gespräch zu kommen mit den Kunden. Und ja, so hat sich das dann langsam bei mir auch, ja, herausgebildet, kann ich sagen, ja, das Plattdeutsche. Aber dann habe ich ja nachher aufgehört zu arbeiten und geheiratet und ja, überhaupt nicht mehr an Plattdeutsch gedacht. Mein Mann war ein Oberschlesier, also der konnte auch kein Platt, der konnte nur Huro gut Jolland. Das konnte er wunderbar singen. Naja, aber jedenfalls habe ich mein Leben lang Hochdeutsch gesprochen. Ich habe ja jahrelang bei Carstens und Partner gearbeitet und da war Plattdeutsch überhaupt nie angesagt. Ja, und dann, wie das eigentlich entstanden ist, geschrieben habe ich schon immer, aber Hochdeutsch. Ich habe dann, als ich dann aufgehört habe zu arbeiten, habe ich für meine Kinder und Enkel ein Buch geschrieben. Meine Erinnerungen so von der Kindheit, weil ich nicht wollte, dass die ganzen Erlebnisse aus dem Krieg, meine und auch die meines Mannes, die hat er mir noch in die Maschine diktiert damals, dass die sind da auch eingeflossen. Das wollte ich als, ja, irgendwie, damit es nicht weg ist. Damit die Kinder auch später noch einmal, jetzt, wenn sie jung sind, interessieren sie, jetzt sind es meine Enkelkinder, die jetzt so bei kleinem, ja, aber eigentlich, was früher war, auch Oma Alas, ne? Ja, so ist es doch. Weiß man ja aus eigener Zeit. Naja, aber jedenfalls habe ich damals Hochdeutsch geschrieben, dieses Buch. Und auch immer im Freundeskreis habe ich, wenn irgendwas los war oder egal, es wurde irgendein Vers gemacht oder es wurde was darüber geschrieben oder erzählt. Und das war schon immer so. Ja, und dann ist mein Mann gestorben vor 10 Jahren. Und dann fällt man ja in ein tiefes Loch. Man braucht irgendetwas, woran man sich festhalten kann. Und weil für mich Schreiben immer ein Ausdruck meiner Gefühle war, habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben, Hochdeutsch. Und habe alles, meinen ganzen Kummer, ich habe es mir von der Seele geschrieben, wie man so schön sagt. Ja, und dann habe ich Hans Wohlkopf in der Stadt getroffen. Hans Wohlkopf ist sicher allen Nordenhammern noch gut bekannt. Ja. Und ja, dann kommt ja eins zum anderen und dann sagt der, du komm doch mit in den Schrieberkring, das wäre doch was für dich. Das ist so eine tolle Truppe und naja, lang und breit. Ich habe das gemacht und wurde dort auch sehr, sehr nett aufgenommen. Ich hatte richtig Bammel zu Anfang, weil ich dachte, oh Gott, die schreiben alle da und ich komme da hin und bin völlig unbedarft. Und habe dann so nach und nach mich da ja eingefügt, denke ich. Und empfinde das jetzt als eine ganz große Bereicherung meines Lebens, dass ich dazu gekommen bin, diese Geschichten zu schreiben. Und auch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, das bedeutet mir sehr viel. Ja. Wie war denn der Sprung von hochdeutschen Geschichten zu schreiben, dann ins Plattdeutsche zu wechseln? Hast du angefangen, die hochdeutschen Geschichten quasi zu übersetzen oder waren es von vornherein dann plattdeutsche Geschichten, weil es wirklich was ganz Eigenständiges sein sollte? Ja. Es waren von Anfang an plattdeutsche Geschichten. Also die Hochdeutschen, das ist irgendwie ein Kapitel, was abgeschlossen ist. Und ich schreibe eigentlich jetzt nur noch, doch, ich habe kürzlich ein hochdeutsches, kürzlich nicht im Herbst, ein hochdeutsches Gedicht geschrieben, weil das ging nicht auf Platt. Manchmal ist das so. Ja. Man kann ich hatte mich so fürchterlich geärgert über meine Rosen auf dem Balkon, da waren Raupen dran. Aber und ärgern kann man sich doch wunderbar auf Platt. Ja, das kann man schon, aber dieses Gedicht ging nicht auf Platt. Also das musste Hochdeutsch. Naja, aber sonst, ja, wie gesagt, alles, was ich jetzt so schreibe, ist Plattdeutsch. Was sind denn das für Themen, über die du schreibst? Total unterschiedliche Themen. Oftmals sind es irgendwelche Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, lustige, aber auch ernste. Und die dann irgendwie wieder hochkommen und darüber entsteht eine Geschichte. Oder es ist irgendein Anlass, ein äußerlicher Anlass, zum Beispiel meine Feuermelder machten Alarm, weil ich da Qualm in der Küche hatte. Das war natürlich sofort eine schöne Geschichte, nicht? Was daraus denn alles entstand, nicht? Bis man diese Dinger auskriegt. Ja, und so ist das, also egal, jetzt
der Schnee jetzt. Ich habe jetzt gerade gestern eine Geschichte geschrieben, weil meine Freundin hat einen Kater und die Katzen mögen ja nicht in den Schnee, nicht? Und das war eine Story, also sowas Witziges, was der angestellt hat, um ja nicht mit den Füßen da ins Nasse zu kommen. Ja, das wird sofort eine Geschichte. Ja, und meine Freunde sagen oftmals, wenn die irgendwie was zum Lachen erleben oder irgendwas Urkomisches, wehe, du machst davon eine Geschichte, weil sie schon befürchten, irgendwann tauchen sie auf. Die kennen dich also schon, sodass du Ja. alles irgendwie zu einer Geschichte verwurstelst. Genau, ja. Sammelst du da richtig? Also du läufst einfach mit offenen Augen durchs Leben und alles das, was du so erlebst, das kommt dann mal in so eine Schublade, dass du das irgendwann mal wieder Ich hab vielleicht so für ein eine Büchlein. Geschichte Ich habe ein brauchst? Büchlein und da kommt das dann hinein. Denn man vergisst manchmal Ja. auch was, nicht? Wenn man trifft jemanden auf dem Wochenmarkt, der erzählt einem irgendwas, was urkomisch ist oder was ich urkomisch empfinde. Ja, dann muss man das natürlich ein bisschen verfremden. Man will ja auch seine Bekannten nicht irgendwie bloßstellen. Aber das sind eigentlich meine liebsten Opfer, muss ich sagen. Ja, das macht mir am meisten Spaß, wenn das irgendwie ein bisschen komisch ist. Also du schreibst dann, höre ich daraus, eher komische, launige Geschichten oder ist das auch unterschiedlich, dass du auch ganz ernsthafte Ja. Texte schreibst? Weil das ist ja, oft wird ja gerade Plattdeutsch oder ist eine Zeit lang so gewesen, so ein bisschen mit schenkelklopfernden Humor Ja, in genau. Verbindung gebracht. Nein. Und das ist es ja eigentlich, da ist ja Nein. viel mehr. Nein, das ist es also bei mir eigentlich überhaupt nicht. Solche brüllenden Genau. Geschichten sind es absolut nicht. Und ich habe auch sehr nachdenkliche Geschichten. Und zum Beispiel habe ich eine Geschichte von einem Gang über den Friedhof, was einem dort also alles durch den Kopf geht. Und wenn man das sieht und ja, und sowas habe ich natürlich auch. Nicht? Oder, ich weiß jetzt gerade kein Beispiel. Ich habe in der Kindheit im Krieg so einige sehr schlimme Erlebnisse gehabt. Darüber habe ich auch eine Geschichte gemacht, die mich eigentlich das ganze Leben begleitet haben, diese Gedanken. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass es nicht immer alles nur lustig ist. Oder ich habe eine Geschichte geschrieben, ich hatte ja einen Unfall und war dadurch in einem Pflegeheim zur Kurzzeitpflege, bis ich wieder laufen konnte. Und dort habe ich auch ganz, ganz viel Schicksale erfahren. Und daraus sind auch Geschichten entstanden. Gibt es da irgendwie feste Rituale, wann du schreibst oder wie du schreibst? Oder ist das tatsächlich so, heute habe ich Lust und ich setze mich hier Lust und Zeit, jetzt setze ich mich hin und schreibe ein bisschen? Wie ist das bei dir? Meistens entsteht das ja im Kopf, tagelang vorher schon, dass man überlegt, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte. Und immer wenn man dann mal so müßig sitzt oder wenn man abends im Bett liegt, dann kommen die Gedanken und dann denkt man, Mensch, wie das könntest du so und so und so und so. Und dann gehe ich am anderen Morgen, sehe ich zu, dass ich so viel Zeit habe, dann gehe ich in mein kleines Büro und dann wird das aufgeschrieben. Aber ich habe zum Beispiel dieses Gedicht mit der Raupe, was ich denke, da habe ich morgens beim Frühstück, gucke ich raus und meine Rose ließ die Ohren hängen, ne? Die Blätter alle weg. Ich denke, was ist denn da? Und dann bin ich raus auf dem Balkon und entdecke dieses fette Ding da dran. Und dann bin ich zurück, habe mein Frühstücksbrettchen an die Seite geschoben und dann habe ich das Gedicht geschrieben. Zack, 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 zack. Und das war fertig. Und das war nach meiner Meinung gut. Ja, und das sind so spontane Sachen. Und die sind oftmals, ja, wirklich gut, meine ich. Also für meine Begriffe. Aber du hast gerade schon gesagt, du fandest es dann gut. Gibt es aber auch sowas wie zum Beispiel eben halt der Schrieverkrieg, die Kontakte, die man dahin hat, dass man da mit einem Gedicht oder mit einer Geschichte kommt und sagt, werft da mal einen Blick drauf und sagt mal, wie ihr das findet. Ist das so gut? Muss ich da noch was dran ändern? Gibt es da so einen Austausch? Ist dafür auch gerade der Schrieverkrieg dann zum Beispiel da? Oder gibt es da auch in der Familie jemanden, wo man sagt, wirfst du da mal einen Blick drauf, eine Meinung, die du dir unbedingt einholst? Meistens kommt die Kritik vom Schrieverkrieg. Es ist ja auch im Laufe der Jahre sind das ja Freunde geworden.
ja. Und da hat man schon den einen oder anderen, wo man sagt, ich schicke dir mal eben, nicht, über E-Mail, ich schicke dir mal eben meine Geschichte, les mal eben durch, ne? Was meinst du? Ne? Oder wenn wir aber, jetzt ist ja leider, durch Corona kommen wir ja überhaupt nicht mehr zusammen und das fehlt uns allen sehr. Aber als das noch möglich war, dann werden die neuesten Geschichten oder über die man Zweifel hat, die werden dann vorgelesen im Kreis. Und dann gibt jeder seinen Senf dazu, in Anführungsstrichen, ja. Der sagt, du hast da ein hochdeutsches Wort, das ist nicht platt, was du da drin hast. Das passiert ganz leicht. Dass man, wenn man was schreibt, so in dem Schreibfluss, dann gerät das dazwischen, nicht? Und das fällt anderen natürlich sofort auf. Und das ist eigentlich eine ganz konstruktive Kritik. Das finde ich sehr gut, dass wir das so machen. Und es nimmt auch keiner übel, wenn einer sagt, also das ist zu lang, das musst du kürzen, das muss da raus, was soll das dazwischen oder so. Ne? Also das ist schon so. Und das ist das Positive am Schrieverkring, denke ich. Es ist nicht nur vergnügt zusammen sein und Kaffee trinken. Also es ist auch schon manchmal Arbeit. Ja. Du hast am Anfang schon gesagt, dass du Verwandte, einen Opa in Schweewarden hattest und das ist ja ganz interessant. Da gibt's eine ganz interessante Geschichte, denn dieser Opa ist, soweit ich weiß, was ist der hat einen kleinen Laden gehabt, war der Bäckermeister in Schweewarden, ja. Und der hat auch geschrieben und das hast du erst jetzt sozusagen so ein bisschen mitbekommen und hast alte Aufzeichnungen gefunden. Ja. Was hat es damit genau auf sich? Ja, jetzt nicht. Also die sind schon, wann habe ich das ist wohl schon 15 Jahre her, dass ich das gefunden habe. In einem alten Schrank, ja. Und zwar war das ein solcher Stapel Kladden mit Tintenstift. Kennt heute bestimmt keiner mehr Tintenstift. Aber oder Kopierstift, sagte man auch. Das war eine Art Bleistift, aber man konnte es nicht ausradieren. Das blieb. Es war wie Tinte, also es ging nicht weg. Damit war das geschrieben. Diese ganzen Kladden in Sütterlin, also schwierig zu lesen. Meine Kinder können es schon gar nicht mehr lesen. Ja, und ich habe das dann damals gelesen, habe angefangen und war so begeistert, dass ich gesagt habe, das übertrage ich alles jetzt und habe das in den Computer gebracht, damit es nicht verloren geht, ne? Und ja, das sind wunderschöne Sachen und Dinge, die er meinetwegen um 1900 geschrieben hat oder vor der 1900er Wende. Das waren ganz andere Zeiten. Das sind richtige Zeitdokumente, muss ich sagen. Manche Ausdrücke gibt es heute gar nicht mehr. Ein Örtje. Ich habe gedacht, was ist ein Ortje? O-R-T-H-J-E. Ortje. Kein Mensch wusste das. Ich habe so viele Leute gefragt. Das ist ein halber Schnaps. Das ist ein Schnaps, also ein normaler Schnaps, aber nur die Hälfte. Das ist ein Ortje oder was weiß ich. Ja, und all sowas. Was habe ich da gelernt? Das war interessant, ja. Du hast gesagt, diese ganzen Texte sind in Sütterlin geschrieben und hast du jetzt übertragen. Ja. Nutzt du die Texte noch anderweitig, auch für dich? Kannst du da noch ein bisschen mehr draus ziehen aus diesen Texten? Und was sind das so für Texte? Sind das Gedichte? Sind das Erzählungen? Sind das deine Geschichten? Nein, mein Großvater hat eigentlich fast nur also Reime geschrieben. Aber ich muss sagen, es gibt ja solche und solche Verseschmiede. Der eine sagt, reim dich oder ich fress dich. und der andere macht wirklich sinnvolle Reime. Ja. Und zu dieser Sorte gehörte mein Großvater. Also es hat mich begeistert, was er manchmal für Redewendungen in seinen Gedichten hatte. Und er machte Gedichte über die simpelsten Dinge. Meinetwegen, als der Kaiserhof in Schweewarden elektrisches Licht bekam, das war für ihn ein Gedicht wert. Da hat er ein ellenlanges Gedicht geschrieben, was damals alles passierte. Oder als in seinem Haus die Zentralheizung gelegt wurde. Ja, solche Sachen. Oder unter anderem auch hatte er so ein wunderschönes Gedicht über seine Taschenuhr geschrieben. Da heißt es,
Na, wie war das denn? Kann ich ihr Ticken auch nicht hören, weil mir ins Ohr das Alter kroch? Ich lass mir nicht den Glauben stören. Ich weiß ja, darum geht sie doch. Ist doch toll gemacht. Sehr schön. Also das fand ich toll. Solche Reime hat er. Ist das auch so eine Inspirationsquelle dann gewesen für dich selber? Nicht. Nein, das ist eine andere Zeit. Und nee, eigentlich überhaupt nicht, nein. Du schreibst ja auch hauptsächlich kleine Geschichten, schon mal dran gedacht, auch so eine größere, sowas wie einen Roman zu schreiben zum Beispiel? Ich habe zu meiner Hochdeutschzeit, habe ich mal einen Krimi geschrieben. Der ist irgendwo vergraben. Der muss auch vergraben bleiben. Also das ist sehr dilettantisch. Nein, ja, das habe ich schon. Doch, ich habe auch, aber es ist eine Riesenaufgabe. Ja. Ne? Und man hätte ja jetzt Zeit. Und ab und zu kommt dieser Gedanke immer wieder hoch. Was hindert dich dran? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe nämlich so eine ganz seltsames Erlebnis gehabt in einem Helgoland-Urlaub. Und zwar war ich mit einer Freundin, wollten wir für ein paar Tage nach Helgoland, hatten dort eine Pension gebucht, klingeln an der Tür und der Wirt oder was, ein Mann macht uns die Tür auf, steht wie zur Salzsäule erstarrt und starrt mich an. Und darauf dann ich, ja, guten Tag und ja, kommen Sie rein. Aber ganz merkwürdig. Dann ging er vor uns her, hier ist Ihr Zimmer und weg war er. Da sage ich zu meiner Freundin, was ist denn das für eine Begrüßung? Also, das kann ja wohl nicht wahr sein, sage ich. Also, ich war richtig böse. Und habe meinen Koffer stehen lassen. Ich sage, das muss ich erst mal aufklären. Und bin den Flur entlang, Büro, ja, geklopft, war er drin und seine Frau. Und die guckte mich genauso entsetzt an. Was, nicht? Also, und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, was habe ich denn an mir? Was ist hier denn los? Da sagt die Frau, Sie sehen genauso aus wie meine Mutter. Und wir waren der Meinung, wir haben Sie kommen sehen. Und mein Mann sagt, Mutter kommt. Und macht die Tür auf. Und dann sieht er, das ist eine fremde Frau. Ja. Und dann, das kann doch nicht angehen. Ja, also die waren so konsterniert, diese beiden Leute, dass sie sofort diese Mutter anriefen in München. Und dann erzählten, Mama, hier ist eine Frau, die sieht genauso aus wie du. Das war so witzig. Und dann hielt sie mir den Hörer hin. Und ich sag, ja, was soll ich denn mit dieser fremden Frau? Und ich melde mich und frage sie denn, wo sie denn her ist. Und dann sagt sie, aus Dötlingen. Oh, sag ich, Dötlingen? Mein Vater stammt aus Kirchhatten. Und dann, ja, und so und so. Und sie sei ein uneheliches Kind von und was weiß ich. Und nun kam diese ganze Familiengeschichte her. Naja, um das kurz zu machen, wir haben dann abendelang gesessen, dieses Wirtsehepaar und ich, und haben versucht, das aufzudröseln. Nicht? Denn irgendwo musste diese unheimliche Übereinstimmung herrschten. Ja. Und dann haben wir herausgefunden, dass der jüngste Bruder meines Vaters als Geselle in Dötlingen war. Aber das lebt keiner mehr. Wir können es nicht mehr nachforschen. Aber sehr spannend. Ist daraus eine Geschichte geworden? Nein, ist nicht. Und daraus sollte eigentlich mal so eine Familiengeschichte werden. Ja. Also, ja. Ich würde es lesen. Also wahrscheinlich alle, die es jetzt gehört haben, auch. Sehr spannende, sehr schöne Geschichte. Also das ist schon gleich wieder Inspiration für was Neues. Ja. Aber das war so witzig und ich bin nachdem ja schon oft wieder bei denen gewesen. Und jedes Mal aufs Neue sagen die, das gibt es nicht. Und dann, als letzte Mal war die erwachsene Tochter von weiß ich wo zu Besuch. Und die kam mir über den Flur entgegen und fällt mir um den Hals. Oh, Mi, wo kommst du denn her? Sagt die. Also, es muss ja wirklich wohl gravierend sein. Aber ihr habt euch selber noch nicht getroffen? Nein, leider nicht. Weil aber das wird doch mal Zeit. Ja, da haben wir schon so oft, wir nehmen immer Anlauf und wollen das organisieren, aber bislang ist das noch nicht gelungen. Ja.
So gibt es im Leben solche Sachen. Muss sich Radio Weser TV drum kümmern, dass ihr beide zusammenkommt, Ja, genau. und wir sind mit Kamera dabei. Ja. Na, wie werden ansonsten die Geschichten von dir an den Mann oder an die Frau gebracht? Wir haben ja, wie gesagt, die Geschichten, die wir hier bei Radio Weser TV zeigen, und die jetzt auch einen festen Ort dann bekommen sollen, dass sie regelmäßig zu einer bestimmten Zeit auch zu sehen sind für die Zuschauer. Aber wo kann man sonst deine Geschichten hören, wenn nicht Corona ist? Hören kann man sie, wenn irgendwelche plattdeutschen Veranstaltungen sind. Ich lese ja sehr viel. Ich habe vor Corona hier im Haus Hansing immer einmal im Monat einen Nachmittag gemacht für die Bewohner und habe meine Geschichten vorgelesen, und das war immer der Anlass, dass die dann auch animiert wurden, ihre Erinnerungen von das waren immer sehr schöne Nachmittage, die ich wirklich vermisse, aber zurzeit ist das ja alles nicht möglich, ne? Naja, und ich habe ja meine Bücher, mittlerweile sind es, glaube ich, 4 Bücher, allein nur mit den Geschichten. Aber auch in vielen anderen Büchern bin ich auch mit meinen Geschichten. Im Oldenburger Kalender zum Beispiel bin ich ja auch mit meinen Geschichten vertreten. Nicht? Aber speziell jetzt meine Bücher, ja, aber die sind im Moment fast alle weg. Also bei Besten Bosse gibt es leider keine mehr. Ich habe noch ein paar, also wenn da jemand nun sehr interessiert ist, der darf mich anrufen, dann lässt sich vielleicht noch was machen. Genau, der kann sich auch bei Radio Weser TV melden, auch, und wir leiten das vertrauensvoll dann weiter. Und Ja, vielleicht gibt's hier ja auch nochmal eine CD-Produktion mit plattdeutschen Geschichten. Da ist durchaus nochmal die Idee, das nochmal wieder zu machen. Eine CD gibt es schon, die wir mal rausgebracht haben. Und wir haben so viele plattdeutsche Autoren bei uns ja auch im Programm. Wir hoffen, dass du uns noch lange mit deinen Geschichten hier bei uns im Sender erhalten bleibst und dass wir noch viele neue Geschichten von dir hören werden. Ich hoffe es, ja. Und man muss gesund bleiben, genau. Aber die Ideen gehen mir nicht aus. Das ist schon mal gut, und vielleicht inspiriert dich genau unser Gespräch ja auch schon wieder für eine neue Geschichte. Aber ganz bestimmt. Solange ich dann nicht auftauche in der Geschichte. Oder wenn, dann nur sympathisch natürlich. Ja, selbstverständlich. Wir bedanken uns auch für einen sympathischen Besuch heute bei uns hier in unserem kleinen improvisierten Corona-Studio, in unserem Hörfunkstudio. Und ich bedanke mich bei dir, dass du bei uns warst. Gerne, es hat mir Spaß gemacht. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, von unseren Zuschauern, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und mir bleibt nur, mich von Ihnen zu verabschieden und zu hoffen, dass Sie beim nächsten Mal in der nächsten Ausgabe unseres Corona-Talks dann auch wieder einschalten, wieder hier aus dem Rathausturm in Nordenham, aus meinem Büro und aus unserem Hörfunkstudio. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß an den zurückliegenden Minuten und schalten beim nächsten Mal wieder ein. Machen Sie es gut, danke fürs Einschalten. Tschüss!